Zum vermutlich letzten Mal begrüße ich euch hier zurück zum Let's Play von Legend of Zelda Breath of the Wild im Startbild-Modus. Sagen wir mal so, ja, es ist jetzt so, wie ihr seht, Master-Modus. Ich dachte mir eigentlich so für die letzten 3 Parts, oder ich schätze mal, wenn noch 3 Parts werden insgesamt, bis ich das Let's Play offiziell beende, oder sagen wir mal für meine 100% mäßig beende, dachte ich mir so, hey, wir können doch in den Master-Modus switchen. Das Problem ist nur, man kann seinen bisherigen Spielstand nicht so konvertieren, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte von jetzt an Master-Modus spielen, fertig. Nee, ist eher so halt der Helden-Modus bei früheren Zelda-Spielen, vor allem in Remakes, und daher, plus halt Skyward Sword. Naja, ihr seht, wir können natürlich neu anfangen, das heißt, es gibt eigentlich immer separate Spielstände, was eigentlich cool ist. Es gibt einen für normalen Modus, plus einen für Master-Modus, was ja eben generell cool wäre. Eben, generell halt. In dem Sinne, ich dachte mir so, vor allem nach dem legendären Schwertprüfen und so, ich jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen getankt habe und mit dem, ja, Masterschwert ist halt Stufe 3 und so, können wir eigentlich sagen, oder halt die maximale Stärke hat. Könnte es doch eigentlich fast schon zu einfach werden, deswegen Master-Modus, aber ganz ehrlich, jetzt mal alles zu zocken und so, nee, kein Bock mehr, ganz ehrlich. Eventuell wäre Master-Modus für, ich finde, kommt das Let's Play, nee, ich werde Breath of the Wild nie mehr Let's Playen, das dauert viel zu lange, aber eventuell für einen Livestream wäre es doch eine Variante, die man sich so überlegen könnte. Was man gerade mal so noch überlegt hatte. Ja, deswegen sorge dafür, dass ihr könnt zum Master-Modus switchen, aber leider wird daraus nichts. Naja. Ich meine, das Einzige, was das Master-Modus eigentlich gezeigt hätte oder zeigen wollen, wäre halt die goldene Farbvariation gewesen von der goldenen Lionel. Ja, gut. Oder Leune von mir aus auf Deutsch. Ist natürlich schade, aber ja, so wild ist es jetzt eigentlich auch nicht mehr, wa? Übrigens natürlich mit dem Ausrüstungsbonus, und zwar den da, weil ich ja das Schatten-Set, später das Toller Princess, bereits auf Stufe 2 habe, weil ihr seht, hier wäre noch Stufe 1, hier geht gar nichts, kurioserweise, aber hier auf Stufe 2 mit dem Masterschwert kriege ich das Masterschwertstrahlen plus Set-Bonus, wobei es sowieso ein bisschen krass ist, weil es ist Masterschwertstrahlen, ich meine, gut, ob es stark ist auch ohne, keine Ahnung, aber die Reichweite, hey, voll krass. So, trotz allem, es gibt noch ein paar Dinge zu tun, auch wenn Sidequesten eigentlich nicht mehr dazugehören. Ne, besiege Ganon. Da sind noch ein paar, die wir machen müssen. Die Leibwache. Ne, die eigentlich nicht mehr. Aber wenn das eine oder andere noch interessant wäre. Vielleicht mache ich da offscreen bis zum letzten Part. Also sprich bis zu Part 210 mache ich die paar vielleicht noch offscreen. Oder aber ich würde die einfach schon mal irgendwie so weit abschließen, damit dann, ja, wobei, abgerecht. Das können wir vielleicht mal noch ein paar zeigen, die wir das sonst sich offscreen machen. Das auch, weil von denen, ja, habe ich im Let's Play selbst auch nie etwas gezeigt. Das hier, Königliche Küche, da geht es eigentlich um die Rezepte von Schloss Hyrule, müssen sowieso in den nächsten Folgen dahin, aber egal, komm. Also, Ziel ist jetzt, letzten Schreine, und zumindest mein Hauptziel. Der da für später, einer ist hier in Kakariko und der andere da drüben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Kakariko. Natürlich im Gewand eines wahren Helden. Naja, eines uralten Helden. Da frage ich mich direkt, ob Impa überhaupt das Set erkennen würde, weil, ich sag's mal so, wenn man einfach die Klamotten reinbringt, also einfach ins Spiel einprogrammiert von wegen, hey, Nostalgiefaktor, ist doch geil. Dann sage ich, ja, schön, aber vielleicht wäre irgendwie ein Ingame-Bezug auch noch ganz nett? Fragezeichen. Deswegen frage ich mich, ob Impa das vielleicht irgendwie auch noch realisieren würde. Warte mal. Nee, Lauerstellung? Können Sie doch glauben, was hat es getan? Okay. Ja. Die sind jetzt deswegen so drauf, weil ich ja offscreen mal die ganzen Kakariko-Quests noch gemacht habe. Zum einen war das mit den Hühnern war etwas, was noch gefehlt hat. Dann war noch etwas wegen Glühwürmchen, die eine Person da irgendwie noch haben wollte. Ja, das waren die beiden, weil
Den Rest hatte ich eigentlich schon. Beziehungsweise sind, glaube ich, insgesamt 3. Einen hatte ich schon und dann waren noch die beiden. Egal. Auf alle Fälle können wir so die Schreinaufgabe aktivieren, die, ja, hiermit zu tun hat. Ich würde sagen, los geht's. Jemand ist in das Anwesen eingebrochen und hat etwas gestohlen, das Paya sehr wichtig ist. Es würde Paya sicher helfen, wenn ihr mit ihr sprecht. Link. Wir waren die ganze Zeit hier. Diese schreckliche Sache ist trotzdem passiert. Ich hätte damit gerechnet, dass ein Dieb sich hier einschleicht. Vielleicht ein Jäger? Wenn es ein Jäger war, wieso hat nur etwas geklaut, nicht direkt Impa? Naja, ich meine, sie ist die Älteste hier. Man hätte sie ja aus Sicht der Jäger eigentlich direkt abmurksen können. Egal. Impa! Seit das Juwel gestohlen wurde, ist Paya in diesem Zustand. Ich kann ihm noch nicht glauben, dass das geschehen konnte. Ich würde dich um deine Hilfe bitten, du hast ein anderes Schicksal zu erfüllen. Ich kann nicht mehr tun, als dich zur Prinzessin zu führen. Wo soll ich hin? Vor 10.000 Jahren? Oh, die Geschichte schon wieder. See you later. Auch jetzt, aber den Schutz der Titanen auf unserer Seite wiesen, ist gerne von einer mächtigen Kraft geschützt. Du sollst mit Bedacht voranschreiten. Ja, deswegen haben wir Unterstützung geholt mit dem Hylia-Schild plus dem Master-Schwert auf voller Stärke. Oh yes, und natürlich noch mit der antiken, legendären Tunika des Schattenhelden. Es kann gar nichts mehr schief gehen. So, Paya, what's happened? Link! Ja, die Kugel da hinten ist weg auf dem Podest. Ich habe nur kurz weggesehen. Was soll ich nur machen? Was ist los? Das heilige Juwel. Es wurde gestohlen. Und das, wo ich gerade sein Geheimnis enträtseln konnte. Dem vom Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Ich denke, dieser Auserwählte bist du. Paya hat kaum noch geschlafen, als ein Geheimnis des Juwels auf den Grund gehen wollte. Sie glaubt, dass der Segen der Alten sich auf die antiken Schreine bezieht, wie den hier oberhalb des Dorfs. Und dass das Juwel der Schlüssel ist, um einen dieser Schreine zu öffnen. Sie hat so darauf gewartet, das alles sagen zu können. Und dann ist das ganze Schlamassel passiert. Ich werde schon langsam heiser. Ich habe das heilige Juwel von morgens bis abends gereinigt. Ihr muss es nachts gestohlen haben. Aber Außensein ist der Zutritt nicht erlaubt. Und ich weigere mir zu glauben, dass es jemand aus dem Dorf war. Das gestohlene Juwel. Eine Schreinaufgabe. Dieser heilige Ort wird von jemandem mit bösem Absicht im Herz betreten. Was groß Unsicherheit ist, aber trotzdem habe ich Angst. Link, Paya ist verängstigt. Vielleicht ist Verbrecher auch noch in der Nähe. Könntest du nicht kurz bei ihr bleiben? Klar doch. Wir warten. Link, ich danke euch. Da ihr den ganzen Tag bei mir geblieben seid, habe ich den Mut gefunden, diesen Banditen die Stirn zu bieten. Hier zu sitzen und das Geschehen zu bejammern, ist doch keine Lösung. Ich habe Dorin und Carlo befragt, aber außer den Dorfbewohnern haben sie niemanden gesehen. Ich werde versuchen, mich an die Details des Diebstahls zu erinnern. Bedenkt jedoch bitte eines, der Dieb könne noch in der Nähe sein. Versprecht mir, dass ihr euch des nachts verdächtigen Personen keinesfalls nähert, egal was sie tun. Okay, muss er erst recht was tun. Nein, hört auf! Das ist nur ein kleines Tagebuch. Wir tun das nicht an. Wäre auch ein ziemlich unhöflich. Jo, alles klar, Impa. Okay, damit hätten wir also eine Schreinaufgabe. Das gestohlene Juwel. Es ist noch nicht wirklich Nacht, deswegen mal sagen, kann ich kurz hier pennen. Nee, natürlich nicht, war ist klar. Ich könnte hier unten im Gasthaus kurz pennen, bis Nacht ist. Das sind noch knapp 2 Stunden. Offiziell. Was dann passiert, das ist eine gute Frage. Vielleicht auffallen sollte, okay. Bist du ein Gast? Du hast mich erschreckt. Also normales Bett 20, loses Bett, da. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Abends bitte. Abends, gut, hoffentlich denke ich daran. Das war ein kurzer Schlaf. Guten Morgen, beziehungsweise Abend. Oh. Bald ist es soweit.
Habe ich irgendwie einen Tarnumhang? Eigentlich nicht, wahr? Niemand weiß es. Ja doch, ich schon. Nicht schon fertig? Puh. Wah! Ich kann es wohl nicht länger geheim halten. Nicht mal Clary weiß davon. Hier ruht jemand, den ich einst sehr geliebt habe. Das ist lange her. Wo ist das Juwel? Juwel? Meinst du dieses Ding aus Impas Anwesen? Also es ist gestohlen? Mein Fernseher spuckt gerade irgendwie. Und das ständig ein bisschen die Helligkeit von dunkel, hell, hell, dunkel. Hä? Also, warum sollst du etwas stehlen? Verletzst du mich etwa? Läufst du mir deswegen nach? Ja. Du bist eine schreckliche Person. Fuck. Mann, die falsche. Aber die war verdächtig. Ich hab's genau gesehen. Ja, toll, und jetzt? Wo ist der zweite Wächter hin? Ich muss was tun. Ist das wieder so eine scheiß Sackgasse oder was? Ich meine, wäre ein sinnloser Zufall, wenn ich jetzt der einen nachgerannt bin, jetzt wo ich wieder zurück ins Dorf bin, dass ich gerade noch so zufällig wie der andere abhauen will. Nee, oder? Das ist auch der falsche. Ist auch immer das Schloss anzusehen. Nee. Hügel dorthin. Ach so. Ja gut, danke schön. Also, das ist der. Das ist schon. Alter. Niemand hier. Wohin will er nur? Ninja-Style. Ich bin ganz leise. Ganz leise. War wohl nix. Ein Satz mit X war wohl nix. Ich weiß, dass du hier bist. Komm schon raus. Ich stehe hinter dir. Du musst hier nicht so rumschreien. Bin ja schon da. Also du hast das Juwel gestohlen. Da ist aber jemand sauer.
Ich dachte mir schon, dass das Juwelendorfbewohnern wichtig ist. Warum hast du es gestohlen, Mann? Ich bin überrascht, dass du das fragst. War es nicht der Erste, der uns verlassen wollte? Du müsstest doch am besten wissen, was das bedeutet. Aber am Ende hast du mir sehr geholfen. Um dich kümmere ich mich gleich. Ich kümmere mich um den Typen, der sich dort versteckt. Spüre den Zorn meines Meisters. Yoga? Koga? Yoga. Haben wir schon längst platt gemacht. So, ja gut. Du willst Stress, Alter? Haha. Ja, versuch's nur, versuch's nur. Nö. Ich bin der Held, der jedem gefällt. Außer den doofen Jigas. Mann, bist du lahm. Komm, voll ins Face. Mann, bist du lahmarschig, hey. Mir ist nicht drauf. Das ist doch lächerlich, Mann. Dass Rini nicht besser kontern kann, krass. Die Waffe direkt auch weg. Ich kann nicht glauben, dass mir jemand gefolgt ist. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber das ist alles meine Schuld. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Ich bin ein Jäger, so wie er. Aber nachdem ich meine spätere Frau getroffen habe und Vater wurde, wollte ich mein altes Leben hinter mir lassen. Und deswegen ist meine Frau... Ich wollte nicht, dass sie meiner Familie noch mehr antun, also habe ich meine Position als Wächter genutzt und ich habe ihnen Informationen über euch und das Dorf zugespielt. Es ist ein dreckiger Verräter! Aber dann habe ich mein letztes bisschen Mut zusammengenommen und wollte mit denen nichts mehr zu tun haben und meine Kinder beschützen. Aber ich hatte sie unterschätzt. Und so haben sie auch noch Impa und Paya mit hineingezogen. Vielleicht wisst ihr es schon, aber mit diesem heiligen Juwel lässt sich ein antiker Schrein öffnen. Wir hatten bisher kein Glück, aber euch könnte es gelingen. Paya und wir alle wollen euch helfen. Bitte legt das Juwel auf seinen Platz. Ja, so schwach wie jetzt der Wächter, also, was heißt schwach, aber er hat halt immer die gleichen Moves ausgeführt und so. Ich glaube, man sollte die Quests machen, wenn man zum ersten Mal in Kakariko ist, wa? Aber ich irgendwie so ein Gefühl. Aber egal, komm. Es wird Zeit für Schrein Nummer 118. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt... Aha. Doch, wir haben nicht schon einen Kampf gehabt, war. Könnte also gut sein, dass ich direkt durchmarschieren kann. Ein Schrein! Das Juwel war wirklich der Schlüssel zu diesem Schrein. Link. Ich habe kein Recht, euch darum zu bitten, aber könnt ihr, was hier geschehen ist, für euch behalten? Ich will nicht, dass meine Kinder... Ich will nicht, dass Coco und Rico darunter leiden müssen. Ich weiß, ich kann das Geschehen nicht wieder gut machen. Aber ich werde von nun an das Dorf und der Familie mit meinem Leben beschützen. Ja gut, Jäger sind eigentlich auch nichts anderes als Shika, von dem her... Halt abdringende Shika, wa? Oh. Ein paar Rüstungspilze. Geil. Gut, brauchen wir zwar ziemlich sicher nicht mehr. Wenn wir ganz ehrlich sein sollen, aber egal. So. Und betreten wir Schrein Nummer 118. Also Maßschwert Power hat's ordentlich, muss man mal so sagen. Und der Part ist fast so gut 20 Minuten fast wieder voll. Das heißt, ich schaffe eigentlich locker noch den nächsten Schrein dieser Folge zumindest zum anzuteasen, vielleicht sogar irgendwie freizuschalten, betreten dann vermutlich in der nächsten Folge wieder. Vielleicht noch inklusive dem letzten Schrein. Ja, wir können sogar durchmarschieren, geil. Und dann soll ja mit 120 Schreien soll noch irgendetwas Krasses passieren, angeblich. Wobei es eigentlich schon krass war, du hast die Prüfung bestanden. Ja, Moment mal. Wusste er jetzt, dass das alles passieren würde mit den Jiga und den Shikas und so? Oder aber dachte er sich ursprünglich, ja, die Kugel zum Schrein zu tragen, jo, da ist eine geile Aufgabe, Peace, Mann und so. Nee, weiß ich nicht. Mushin Großschwert, ja, da wäre vielleicht früher cool gewesen. Aber heute, wo wir halt das alles extra geile Waffen haben, also mehr oder weniger extra geile Waffen,
Aber hier natürlich schon, ne? Nein, sind schon. Ist alles geil, was sie haben. Alles geil, gar kein Thema. So. Ja, ich muss zugeben, ist ein seltsames Gefühl, wenn es jetzt zum Ende hinzugeht, beziehungsweise für mich eigentlich zum zweiten Mal zum Ende. Das erste Mal war ja eigentlich nach dem, ja, nach der Hauptstory. Und wo ich ja wusste, okay, es gibt noch ein erstes DLC, es gibt noch ein zweites DLC, aber wo ich mir dachte, komm, das erste DLC ist ja eigentlich nur die Schwerprüfung, also warte damit noch, bis das zweite DLC kommt. Dann war es doch eine relativ lange Zeit, die vergangen ist. Dann angefangen mit dem zweiten DLC. Da hat sich noch eine Pause gemacht, jetzt das erste DLC wieder und so. Ja, und jetzt halt wieder der Abschluss. Der demnächst folgt. Also es ist schon... ist krass. Aber auch schön soweit, so ein Spiel zu komplettieren. Also beinahe, wie gesagt, weil... Wir haben es jetzt auch hier. Glas mit versteckten Schreien ist jetzt eigentlich nicht mehr so wieder, wenn da noch 3 Stück stehen, es sind eigentlich nur noch 2. Hab's jetzt abgeschlossen, dann nachher auch alle Nebenquests, fehlen natürlich, obwohl ich bin erstaunt, dass eigentlich nur so wenige fehlen. Ich hätte wetten können, es werden viel mehr fehlen. Obwohl andererseits ist die Welt ja eigentlich nicht so groß, wa? Also doch groß schon, aber nicht so vollgespickt mit Quests. Als das zum Teil noch relativ ausgestorben ist. Aha! Könnt ihr auch den noch platt machen, stimmt. Weil dort ist ein Leuen, ich glaube es war ein blauer, wo ich mir so dachte, der ist ziemlich stark und so, nee, damals keinen Bock drauf gehabt, aber jetzt macht den platt wie nix. Sagte er, bevor er grandios fehlte. Wir kennen's, Leute, wir kennen's. Spare ich mir... Na, wir können den Kampf eigentlich auf das nächste Mal aufsparen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich glaube kalt war. Jo, es ist ein bisschen frostig. Auch krass war. Ohne Gewand, ohne Hose, aber nicht irgendwie ohne Federn, nee, Anti-Schneefedern. Hallo, sehr verehrte Göttin. Ist der Drache eigentlich noch da? Müssen wir in der Nähe sein, oder? Oder irgendwie hier rumschwirren, weil... Wie soll man sonst noch an seine, sagen wir mal, Goodies kommen, wa? Ja, doch, müsste eigentlich noch hier sein. So, was mache ich eigentlich aber hier noch Ebonator Zero und so, aber das ist natürlich zum Fliegen nicht so ganz geeignet. Weil ich einfach nichts sehe. Immerhin sind wir die Titanen. Ja, dann kannst du dich auch daran orientieren, wa? Immerhin etwas. Bin ich jetzt ungefähr okay. Wo ich eigentlich genau von Leuten zufliege? Nee, komm. Machen wir nächste Folge. Erst ein Schrein, nachher ein Leunen. Und danach direkt zum Schloss, wenn ich danach einen Teleportpunkt dort habe. Ja, klingt sinnvoll. Klingt durchaus sinnvoll. Okay, die Wetterlage ändert sich leicht. Sehe ich den Leuten von hier oben noch? Müsste eigentlich, wa? Also weiß ich natürlich, von hier oben aus den Leuten da unten sehen. War der überhaupt da hinten? Dort war da hinten. Der zeigt sich garantiert, dass ich näher bin. Egal. So. Gut zuhören, Freunde. Kashiwa müsste irgendwo sein. Jo, hör ihn. Also hören tue ich ihn, aber sehen nicht. Nee. Ah, da ist er.
Servus, Kumpel. Die nimmermüden Winde. Na sowas, ich habe nicht damit gerechnet, hier jemanden zu treffen. Ach, du warst das. Mittlerweile sollte ich wohl nicht mehr überrascht sein, dir an einem Ort wie diesen zu begegnen, wa? Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen steht und sie überwindet. Aha, das ist der Wind hier. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Klar. Mit Vergnügen, legen wir los. Die Felsen sind zerbrochen entzwei, der Wind ist gezähmt und doch frei. Breite vom König gewährte Schwingen, setzt den Fuß auf Land, geschwinde und die Heldenprüfung soll gelingen. Hä? Was zum... Mal ganz kurz durchlesen. Die Felsen sind zerbrochen entzwei, der Wind ist gezähmt und doch frei. Im Land der nimmermüden Winde, breite vom König gewährte Schwingen. Setzt den Fuß auf Land geschwinde und die Heldenprüfung soll gelingen. Wir gehen erstmal rüber, wa? Und dieses Teil heißt hier entbrochen entzwei, aber sie... Hey, ich sehe doch hier gar nichts. Viele Krabben hat sie hier. Okay, sieht schon alles ein bisschen seltsam aus, wenn man so sagen darf. Gut, ist natürlich, das könnte jetzt gerade lustig werden. Ich nehme einen antiken Bogen, ich nehme, glaube ich, Rivalis-Bogen. So, haben wir einen dabei. Falkenbogen, komm. Das Problem ist ja, kann ich sowieso vergessen, weil es regnet. Ich kann die ja gar nicht irgendwie zerstören. Nur Lordsteine, schade. Ja, keine Ahnung, muss ich warten, bis irgendwie Wetter besser ist, dass er mit was machen kann. Hier habe ich einen Knock-Upstream. Ja, guck mal einer an. Da drüben muss er irgendwie Bomben hinschmeißen. Okay. Der Reinfall von Kokiri, kann das sein? Könnte das sein? Sehr geehrter Herr Kokiri, sind Sie hier in der Nähe? Bitte melden, bitte melden. Nö. Ja, doch, jetzt plötzlich. Na, was haben wir denn da? Lecker Fischchen! Das ist aber ein echt starker Wind. Schwertschnapper. Rivalis Sturm ist bereit. Danke, Kumpel. Was ist das schon wieder für Dinger? Mit die Angriffskraft. Ach so, okay. Sehr gut. Vorne mag ein Krog sein, ist momentan eigentlich ziemlich wurscht, dass man so sagen darf. Mann, es sieht auf den ersten Blick so ähnlich aus. So. Okay. Fuck. Der fast klappen können. Ja, jetzt kommt der Wind direkt durch. Also, war's das schon?
Wenn ich jetzt hier durchfliege, wo lande ich dann? Hm. Hier führt mich der Wind zurück. Ah, warte mal. Ja, jetzt sehe ich's. Hm. Ja, und nun? Ziel sollte also da irgendwo auf dem scheiß Podest landen, oder? Ah. Hier ist noch was. Ach, der war gesucht. Okay. Jetzt ist alles klar. Link, pass auf. Aufpassen. So. Ich würde sagen, Petri Heil! Oder auch nicht. Also bin ich gerade doof? Das ist ja wohl. Eben da hinten muss ich landen. Ah, da. Ja, doch. Da ist ein Wind. Hä? Irgendwo Monster? Okay. Mit welchem Wind müsste ich mich denn da... Oder von welchem Wind müsste ich mich da treiben lassen? Der schickt mich ja darüber. Ja, sind die Winde ein bisschen unbeständig, wa? Das scheint noch einigermaßen interessant zu werden, Freunde. Aber wie wir es genau lösen, das schauen wir natürlich in der nächsten Folge an, beziehungsweise machen ein paar Gedanken offscreen, wie man das machen könnte. Für den Krog da einfach das Teil reinwerfen oder was? Ups. Ja, Entschuldigung. Wollte ich gerade vermeiden, beziehungsweise kurz vorwarnen, aber ging leider nicht mehr. Oh, keine Ahnung. Alter! Schwieriger als es aussieht. Ja. Daneben schießen kann ich für einen Profi. Was man überhaupt so machen müsste. Doch, okay. Ich glaube sogar, das ist die letzte Variante, wie man einen Krogsamen finden kann. Einfach halt das reinschießen. Ich glaube, das letzte gewesen sein. So, dann nochmal jetzt ganz kurz drauf zu kommen. Also ich habe, glaube ich, jetzt alle zerstört. Naja, deswegen war das auch so auffällig. Mit dem Wind, der geht eindeutig in die Richtung. Aber mein Ziel ist nicht da drüben. Nee. Mein Ziel ist ja da hinten. Nee. Das ist gar nicht der falsche Wind, Leute. Klar, es geht ein schwacher Wind, aber er ist nicht viel zu schwach.
Zumindest mal davon ausgehen, dass er viel zu schwach ist. Ja, nee, kann ich auch. Vor allem der... in der Richtung, sondern... Okay. Ist irgendwie noch ein bisschen crazy, oder muss ich da vielleicht... Den vielleicht noch... Würde doch noch sein, wa? Das sieht doch so seltsam aus da. Ah, jetzt. Jo, jetzt haben wir's. Wie ging das? Setzt den Fuß auf Flanke, schwinde und die Heldenprüfung soll gelingen. Brat vom Königin werde schwingen. Also ich muss nicht direkt drauf landen, war? Ohne irgendwie quasi aber so, hup, draufspringen oder so. Nee, ich muss direkt drauf landen. Das könnte lustig werden. Okay. Es sieht, Alter. Freunde, wie es weitergeht hier im Zugengebiet. mit Linksmütze, wie vom Karlsball. Egal. Sehen wir in der nächsten Folge wieder hier zurück bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Tschüss.